Hallo zusammen! Hallo! Es ist wieder Zeit für ein weiteres Mini-Adventure hier auf Storyflow. Bei unserem letzten Ausflugstipp haben wir euch mit dem Schneeschuhwandern etwas gezeigt, das man diesen Winter fast überall machen kann. Und dieses Mal haben wir etwas geplant, das gibt es wirklich nur hier im Engadin. Für das zweite Video dieser Reihe haben wir uns für einen Ausflug ins Engadin entschieden. Mit dem Autoverlad geht es zuerst vom Prättigau nach Saglians und dann fahren wir von dort noch ca. eine halbe Stunde in ein kleines Dörfli in der Nähe von Schkuol. Sur-En liegt, wie es der Name schon andeutet, direkt am Inn. In den letzten Jahren hat sich der Weiler zu einem beliebten Freizeitort entwickelt. Nicht nur für Familien, sondern auch für Abenteuerlustige, Outdoor-Sportler und natürlich auch für Camper wie uns zwei. Direkt vom Campingplatz aus kann man hier wandern und biken oder im Winter auch langläufeln. Und dank dem regelmäßigen Postautokurs ist es auch sonst das perfekte Basecamp für das ganze Unterengadin. Es gibt aber noch eine ganz besondere Attraktion, die von weit umeinander Leute hierher lockt. Und zwar ist Sur-En der Startpunkt für den Eisweg Engadin. Ein 3 Kilometer langer Rundweg, der durch die umliegenden Wälder führt. Wir wollten das schon so lange ausprobieren und sind darum auch recht enttäuscht, als wir erfahren haben, dass Skateline Albula, das ist der andere Eisweg, den es noch gibt in der Schweiz, dieses Jahr geschlossen hat wegen Corona. Und dann haben wir aber den hier im Unterengadin entdeckt. Und ja, jetzt sind wir da und ich freue mich mega. Wir sind zurück. Yep, heil und ganz, ohne dass wir das irgendetwas besprochen haben. Zum Glück, ja. Das ist schon mal ein Erfolg. Wir sind jetzt schon wieder beim Camper. Der Campingplatz ist nämlich gerade neben der Eisbahn, das haben wir gar noch nicht gesagt. Nein, das Ja. ist mega cool. Der ganze Eisweg hier wird auch von denen hier vom Camping eigentlich gemacht. Wird jeden Tag frisch präpariert und bei ihnen kann man auch Skischuhe mieten. Skischuhe, Schleifschuhe, wenn man sie nicht schon dabei hat, so wie Nelly. Ja, genau. Und ja, wie hat es dir gefallen? Ja, also ich habe es mega cool gefunden, wir wollten es ja schon mega lange mal machen Ja. und es ist wirklich auch ein ganz schöner Weg so da im verschneiten Wald. Es war halt einfach leider ein bisschen zu warm heute. Das heisst, es ist etwa 3 Grad, 4 Grad sogar. Und das macht halt den Weg recht flutschig und darum auch recht anstrengend. Genau. Aber es war gleich recht fotogen, also ein paar coole Fotos haben wir gar nicht machen können. Die blenden wir jetzt gerade noch schnell ein. Ja. Aber ja, zum Fahren, wenn ihr selber mal hierher kommt, dann schaut, dass ihr an einem möglichst vielleicht ein bisschen kälteren Tag kommt. Oder dann geht wirklich gerade am Morgen um 10 Uhr, wenn es aufmacht, weil dann ist der Weg sicher am besten parat. Ja, voll. Übrigens noch ein kleiner Tipp für die nur wegen dem Eisweg anreisen. Nehmt euch doch neben dem Schleifschulen noch 1 bis 2 Stunden Zeit, um den Weiler selber ein bisschen zu erkunden. Wir haben uns richtig verzaubern lassen von diesen wunderschönen Engadiner Häuschen und haben die Zeit in diesem herzigen Dörfli fast noch mehr genossen wie der Eisweg an sich. Ja, gut, dann wäre das gewesen, wenn ihr uns Tipps habt für Ausflüge, die wir unternehmen können in den nächsten Wochen, unbedingt unten in die Kommentare schreiben. Wir sind mega froh um Inputs. Ja, wir freuen uns schon mega auf das nächste Video. Und bis dahin würden wir sagen, vergessen nicht. Geht raus. Und schreibt eure eigene Geschichte. Tschüss zusammen. Tschüss.
Aus die Maus. Aus die Maus. Haben wir halt wieder Retour. Ui. Eingesunken. Oh.